Ich möchte auch noch ein ganz kurzes Gebet sprechen. Danke, Herr, für das wunderbare Zeugnis der Gideons und die einleitenden Worte von Markus. Und jetzt, Herr, bitten wir dich um deinen Segen in deinem Wort. Amen. Zittern vor Gottes Wort. Der Text ist etwas speziell. Das hat man auch gemerkt an der Einleitung von Markus. Also Markus, jetzt, du bist mein lieber Bruder, das weißt du. Aber er hat jetzt eigentlich gedacht nur an Furcht. Und das ist natürlich auch so. Ich meine, der Text, den ich gewählt habe als Eingangstext, der spricht von Angst und von Furcht. Aber vielleicht entdecken wir noch etwas anderes, was euch dann ermutigen darf. Also ich lese mal den Text, den ich mir gewählt habe. Das ist ein Vers, Jesaja 66, Vers 2. Wo Gott der Herr sagt, auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Ja, es ist klar, was das Wort aussagt. Hier ist von Furcht die Rede. Hier ist von gewisser Angst die Rede, von Zittern. Ein zerschlagener Geist wird erwähnt. Und diese Aussage, dieses Thema Zittern vor Gottes Wort bedeutet in erster Linie das, was hier geschrieben steht. Also wenn wir einen Text auslegen und wir haben ja die Freiheit, dass wir verschiedene Dinge entdecken dürfen in einem Text, ist es wichtig, dass man zuerst einmal einfach klar sieht, was steht hier, was sagt die Schrift und sich nicht irgendwie schon im Vorhinein Gedanken macht, die in eine andere Richtung gehen. Also lasst uns das einfach zu Herzen nehmen. Es geht hier um Furcht und um Angst in diesem Text. Also da sind wir uns einig, liebe Markus. Es ist zwar nicht irgendeine Furcht, sondern Furcht beim Hören der Stimme des Herrn. Angst zu hören das Wort Gottes. Ich habe hier gedacht, ein Habakuk nur als Zitat, ja, der in starken Worten über den Siegeszug Gottes spricht. Und dann unter anderem sagt er, ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen. Habakuk 3, Vers 16. Zunächst jetzt einmal ein Punkt, den wir ja hier in unserem Text haben, nämlich wie heilsam kann ein Zittern und Beben sein, das vielleicht entstanden ist aus Furcht und Angst. Wie heilsam kann so ein Zittern sein? Das sagt ja unser Text. Der Herr verspricht in unserem Text, dass er auf den blicken will, ja, dass er sich zu dem niederneigen will, der elend und zerschlagen ist, der vor seinem Wort zittert. Und ich denke, da haben wir schon eine ganz positive, herrliche Botschaft. Und ich gebe Ihnen hier mal ein Beispiel, das Sie wahrscheinlich kennen, wenn Sie die Bibel einige Male schon gelesen haben. Das ist Josia, der König Josia. Zu seiner Zeit war das Wort Gottes rar. Es war nicht da, man kannte es nicht, man hörte es nicht, man las es nicht. Und wenn man dann die Geschichte liest von Josia, es ist, als ob er so ein Erlebnis hat, wie diese Menschen haben, welche plötzlich eine Gideonsbibel bekommen. Ja? Eine Welt bricht zusammen. Aufgrund des Hörens des Wort Gottes, aber im positiven Sinne. Ja, zuerst einmal ist er fast erschlagen vom Wort. Wir schlagen mal auf 2. Chroniker 34, ich möchte hier einige Verse lesen. Also Gottes Wort war damals verschollen und Josia hat etwas sehr Gutes getan. Er hat den Auftrag gegeben, das Haus des Herrn zu renovieren. Da war Schmutz drin, Dreck drin, das hatte man nicht mehr gebraucht, nicht mehr verwendet und dann wurde das renoviert, es wurde gereinigt und dann hat man das
Wort des Herrn gefunden, welches viele Jahre irgendwo unter Staub verborgen in einer Ecke gelegen ist. Und Josia, er wurde tatsächlich erst einmal fast erschlagen durch die Wucht des Wortes. Also was wir jetzt gelesen haben in unserem Anfangstext, Jesaja 66, Vers 2, das hat Josia erlebt. Er hat gezittert, der Mann hat gebebt, er ist zusammengebrochen. Lesen wir mal die Verse 18 bis 21. Und Schaphan, der Schreiber, berichtete dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Das haben sie gefunden beim Aufräumen, beim Putzen. Und Schaphan las darin vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot, geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und in Juda wegen der Worte des aufgefundenen Buches, denn groß ist der Grimm des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht gehalten haben, um nach allem zu tun, was in diesem Buche geschrieben steht. Also dieser Mann, dieser Josia, der hat sich schwer gedemütigt, als er Gottes Wort hörte. Es hat sich erfüllt, unser Text, ja, was Jesaja viel später gesagt hat. Er hat gezittert, er hat gebebt, als er die Stimme Gottes hörte. Das geschieht übrigens auch manchmal bei Gideon-Bibeln, dass vielleicht jemand ein Wort liest, das erschlägt ihn zuerst einmal, vielleicht vom Endgericht, vielleicht aus der Offenbarung, vielleicht eine Drohung an die Sünder, aber dann lesen sie weiter und dann geschieht das, was eben Gott in unserem Wort verspricht. Ich sehe auf den, bei dem das geschieht, der sich beugt vor meinem Wort. Und wenn wir die Geschichte von Josia lesen, es ist eine fantastische Geschichte. Er hat sich gebeugt, er hat sich gedemütigt. Das Wort hat ihn wirklich zerschlagen. Der Mann hat gezittert vor Gottes Wort. Er sagt auch seinen Knechten, geht hin und fragt die Prophetin, was wir tun müssen. Wir sind Sünder, es gibt nur noch eines, Gott wird uns vernichten. Aber was sagt unser Text? Ich blicke auf den, der zittert vor meinem Wort. Und das hat dann der Josia erlebt. Verse 26 und 27, er bekommt dann die Botschaft zu hören. So spricht der Herr, der Gott Israels, die Worte betreffend, die du gehört hast, mein Wort, Gottes Wort, ja? Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, dass du seine Worte über diesen Ort und über seine Bewohner hörtest, und du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, so habe ich es auch gehört, spricht der Herr. Also das ist einfach ein Beispiel, wie Gottes Wort diesem Josia, einem Mann, der zerschlagen wurde durch das Wort in erster Linie, der zitterte, wie dieses Wort ihm zum Heil wurde. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen sich zum Teil gegen Gottes Wort entschieden haben. In dieser Gemeinde gibt es eine ganze Reihe, die Traktate verteilen und Einsätze machen und vielleicht sogar bei den Menschen vorbeigehen. Und manchmal hört man die Antwort, ich habe meine Religion, ich habe meine Kirche, ich habe meinen Gott, ich brauche das nicht mehr. Sie haben sich gegen Gottes Wort entschieden. Und wissen Sie, das ist mir in der Vorbereitung, ist mir das schon wieder ganz schwer aufs Herz gefallen. Das ist fatal, wenn die Leute sich bewusst kehren gegen Gottes Wort. Also Gottes Wort zerschlägt nicht ihr Herz, sie zittern nicht, sie fallen nicht auf die Knie, sie sagen, der Herr hat recht. Nein, sie sagen, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Und dann tritt einmal etwas in Kraft und das ist sehr schlimm. Jesus sagt, wer mich verwirft und meine Worte verwirft, hat den, der ihn richtet. Wer wird ihn richten? Das Wort, das ich geredet habe. Das wird ihn richten am letzten Tag, Johannes 12, 48. Also das Wort, welches diese Menschen verworfen haben, wird einst ihr Richter sein. Und dieser Richter kennt keine Gnade, denn ein gesprochenes Wort Gottes wird nicht verändert. Wohl den Menschen, die willig und gerne das Schwert des Geistes in ihrem Leben zulassen und es immer wieder neu zulassen. Es wird ihnen zum Heil gereichen. Ich möchte hier noch Hebräer 4,12 zitieren. Das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist,
sowohl der Gelenke als auch des Markes, und es ist ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Ihr Lieben, deshalb müssen Sie zittern vor Gottes Wort. Deshalb, weil es die Kraft hat, Gedanken und Überlegungen des Herzens offen zu legen. So, das erste kurze Punkt, ja? Zittern vor Gottes Wort. Angst. Zusammenbruch. Und dann das gnädige Herabneigen des Herrn. Es ist nur heilsam, wenn man zittert vor Gottes Wort. Es gibt aber auch eine andere Art von Zittern und Beben. Zittern vor Freude, kennen Sie das? Kennen Sie das Zittern vor Freude? Ich denke, das ist nicht bei allen Menschen gleich. Da muss man die Emotionen ein bisschen, anschauen. Der eine ist vielleicht mehr, vielleicht aufs Gefühl ein bisschen ausgerichtet als der andere. Aber grundsätzlich ist es möglich, sich dermaßen über etwas zu freuen, dass man sich einem innerlichen, freudigen Beben nicht erwehren kann. Zum Beispiel beim Ja-Wort der geliebten Frau. Das habe ich ja früher erlebt. Da bricht man doch fast zusammen. Also ich kenne einige, die waren aus dem Häuschen. Sie hat Ja gesagt, sie hat Ja gesagt. Ein Ja-Wort. Und das bringt uns dann in ein Zittern, innerlich. Aber es gibt so viele andere Dinge, schöne Dinge in unserem Leben. Ich kenne zum Beispiel Geschwister, wir wohnen ja im Kanton Bern jetzt. Also ich bleibe immer auf der Ebene, aber die gehen dann auf die Berge. Und wenn die mal ganz hoch sind und es ist schönes Wetter und man hat die Aussicht und man sieht so weit und die ganze Umgebung, diese Leute, das ist eine Erregung, die sich in ihnen breit macht. Sie beben im wahrsten Sinne des Wortes vor Freude, dass Gott so etwas Schönes geschaffen hat. Ich sehe es mir von unten an. Das Wort Gottes, und das ist eigentlich meine Predigt heute, das Wort Gottes hat die Kraft, uns in solchen Freudentaumel zu bringen, wenn immer Sie möchten und wollen. Das Wort Gottes kann uns innerlich derart in Erregung und Aufregung versetzen, weil man wunderbare Dinge entdeckt, Zusammenhänge, dass man im wahrsten Sinne der Freude zittert. Ich kenne viele Leute, die ganz aus dem Häuschen waren, weil Gott ihnen etwas gezeigt hat. Selber bei der Bibellese oder eine Predigt haben sie gehört, Zusammenhänge entdeckt und sie zittern im wahrsten Sinne des Wortes vor Freude, dass Gott so ein herrliches Wort ihnen anvertraut hat. Also, unser heutiges Thema, Zittern vor Gottes Wort, hat auch diese Bedeutung, ja? Zittern vor Freude. Der Prophet Jeremia, der durfte einmal über Jerusalem ganz herrliche Worte verkünden. Das ist jetzt nur bildhaft, was ich Ihnen jetzt vorlese. Das ist nicht, dass ich jetzt dabei stehen bleibe, aber hören Sie es sich an. Jeremia sagt über Jerusalem in Jeremia 33, Vers 9, dann wird Jerusalem für mich ein Freudenname werden, ein Ruhm und eine Verherrlichung bei allen Völkern der Erde, die, wenn sie von all dem Guten hören, ja, sie hören das Wort, das gute Wort über Jerusalem, dass ich dieser Stadt erweise, erschrecken und erzittern werden. Also, hier wird nicht gesagt, dass die umliegenden Nationen sich aus Freude ins Zittern geraten sind, weil Gott sich so erbarmt über Jerusalem. Die hassen ja Jerusalem. Damals, Jerusalem, das war keine geliebte Stadt. Die Nationen haben Jerusalem nicht geliebt. Also die sind nicht ins Zittern geraten, weil sie sich so gefreut haben, weil Gott, der Herr, über Jerusalem so herrliche Dinge sagt. Aber ihr lieben Geschwister, Fakt ist, halten Sie das einfach fest. Sie vernahmen ein herrliches Wort Gottes in Bezug auf Jerusalem. Und das hat sie ins Zittern gebracht. Ich habe das jetzt einfach als Bild Ihnen gebracht. Wissen Sie, so ist es grundsätzlich mit dem Wort Gottes. Es ist so herrlich,
so großartig, so unbeschreiblich, dass Menschen innerlich ins Zittern geraten können. Und jetzt denke ich an David, der hat ja einen wunderbaren, langen Lobpsalm, ein Loblied geschrieben über ein Thema, das Wort Gottes. Das ist Psalm 119. Sie verzeihen, ja, dass ich sage, David war der Schreiber, denn es wird uns nicht gesagt, dass er es war. Also wenn jemand jetzt meint, das ist nicht so, dann respektiere ich das. Ich denke schon, dass er es war. Aber sein Name steht nicht, das muss ich zugeben. Aber ihr lieben Geschwister, wenn Sie diesen Psalm lesen, 176 Verse ist dieser Psalm lang. Und es hat ein Thema. Welches Thema? Die Herrlichkeit der Heiligen Schrift. Also es ist fantastisch. Und David verwendet ja hier dann für den Ausdruck Wort, verwendet er ganz verschiedene Ausdrücke, zum Beispiel Gesetz, Zeugnis, Weg, Rede, Rechte, Vorschrift, Befehl, Verheißung und Verordnung. Und wenn man diesen Psalm liest, dann entdeckt man, wie dieser Mann beim Dichten dieses Liedes immer wieder innerlich vor Freude gezittert hat, ob dem, was Gott ihm durch den Geist schenkt in Bezug auf das Wort Gottes. Der Mann, der hat sich so innerlich gefreut über das, was das Wort für ihn bedeutet. Zum Beispiel, das ist ja ein ganz bekanntes Wort aus diesem Psalm, 162, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Also, David war ein Kriegsmann, das wissen wir, ja? Der war ein gewaltiger Kriegsmann. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Kriegsmann, der plötzlich in die Situation gerät, dass er viel Beute macht. Durch sein Schwert, durch seinen Einsatz. Ja, der Mann, der wird doch innerlich und äußerlich vor Freude und Erregung zittern und beben. Und nun sagt David, so freue ich mich über Gottes Wort. Ich freue mich in der gleichen Freude, wie wenn ich Beute finde. Mit anderen Worten, mein Herz fließt über vor Freude, dass Gott der Herr mir so etwas Wunderbares schenkt. Er zittert innerlich förmlich vor Freude über das geoffenbarte Wort des Herrn. Oder hören Sie sich Vers 97 an, wie liebe ich dein Gesetz. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Tja, wenn David in diesem Psalm 119 über das Wort spricht, kommen Emotionen auf, es geschieht was, ja. Also Sie sehen hier sehr emotionale Momente im Leben des Davids. Der Mann freut sich riesig. Wir könnten hier eine ganze Reihe solcher Verse noch zitieren. Ich mache jetzt nur ganz kurz eine ganz kleine Auswahl, wo wir sehen, wie er zittert vor Freude über Gottes Wort. Zum Beispiel Vers 70, ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Oder Vers 72, die Weisung deines Mundes ist mir lieber als Tausende von Gold- und Silberstücken. Vers 77, ich habe Lust zu deinem Gesetz. Vers 92, wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, ich wäre in meinem Elend vergangen. Sehen Sie, wie David hier innerlich bebt und zittert ob der Herrlichkeit des Wortes Gottes? Dabei sollten Sie nicht vergessen, Davids Bibel war damals außerordentlich dünn. Was beinhaltete seine Bibel, die 5 Bücher Mose und wahrscheinlich das Buch Josua. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich denke, diese 6 Bücher waren es. Also die Tora und Josua. Das war es, was damals Davids Bibel war und darin offenbarte sich ihm der Gott von Himmel und Erde. Weshalb er so freudig ausruft, ich liebe dein Gesetz, das ist mein Sinnen den ganzen Tag. Wir besitzen heute eine komplette, vollständige Bibel. Wir haben sehr gute Übersetzungen. Wir sind bestens versorgt. Ja, 66 Bücher, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament. Und über diese ganze Bibel schreibt der Apostel Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung
in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. 2. Timotheus 3, 16, 17. Ja, haben wir denn nicht genug Grund, uns zu freuen, ins Zittern zu geraten, ob diesem gewaltigen Geschenk? Zittern vor Gott, das Wort aus Freude. Müsste nicht wir wie David ausrufen, wie lieb hab ich dein Gesetz, Herr? Freuen Sie sich über das Wort Gottes? Geraten Sie manchmal regelrecht ins Zittern? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, warum nicht? Tja, das wollen wir jetzt untersuchen. Wir haben vorhin gelesen aus diesem wunderbaren Loblied Davids, Vers 70, ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Vers 77, ich habe Lust zu deinem Gesetz. Ja, warum hatte David Wonne und Lust am Wort Gottes? Weil es ihm einfach darum war es ihm danach, ein bisschen zu studieren in der Tora. Wenn wir warten, bis es uns innerlich danach ist, um ein bisschen mehr in der Bibel zu lesen, werden wir nicht mehr lesen. Es wird uns nie danach sein. Der natürliche Mensch hat nicht das Bedürfnis, Gottes Wort zu studieren. David hat das gesagt, ich habe Lust an Gottes Wort, weil er sich konsequent damit beschäftigte. Und er hat das getan, was Mose den Israeliten auferlegt hatte. Schon in seiner Zeit im Auftrag Gottes hat Mose den Israeliten erklärt, wie sie in sich selbst und in ihren Kindern Lust zum Worte Gottes aufwecken müssen. Man muss eine Lust aufwecken, man muss in gewisser Weise etwas tun. Es ist nicht viel, was wir tun müssen. Lesen wir das einmal zusammen. 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Gott gibt hier selber ein Rezept. Wie geschieht das, dass in meinem Herzen Liebe zum Wort Gottes entsteht, dass ich Lust bekomme zum Wort Gottes? 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Diese Worte, also das Wort Gottes, welches ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Das ist nicht genug, ja? Wenn es nur auf meinem Herzen ist, dann und dort unter Verschluss, das ist nicht genug. Er sagt jetzt Folgendes, du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzest, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Sie sollen dir zum Zeichen auf deine Hand gebunden sein. Sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wissen Sie, ich glaube da nicht, dass das ein statisches Gesetz ist, was Israel jetzt einfach erfüllen musste. Vielmehr glaube ich, Gott der Herr wollte schon damals Leidenschaft erwecken, Leidenschaft in den Herzen der Israeliten für Gottes Wort. Er wollte es in ihnen erwecken, dass sie zittern vor Freude, dass sie sich freuen an Gottes Wort. Und David hat das erfasst, ja? David hat das erfasst, er hat sich beschäftigt mit Gottes Wort. Und wie bekomme ich Leidenschaft? Wie bekomme ich Lust? Wie geschieht das, dass mein Herz anfängt zu brennen für Gottes Wort? Ganz einfach, ich beschäftige mich damit. Und Gott sagt, nicht nur zu einer festgelegten Zeit, sondern den ganzen Tag, wann immer es möglich ist. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst. Sie sollen ein Zeichen sein an den Pfosten deines Hauses und an deinen Toren. Also Lust haben am Wort Gottes bedeutet in der Praxis, dass ich es stets vor Augen habe und im Herzen. Und wenn möglich immer dann, ja, wenn es irgendwie geht, dass ich mich damit beschäftige, dass ich daran denke. Ihr Lieben, wir müssen dynamisch werden im Umgang mit der Bibel. Also dynamisch, ich habe das noch einmal nachgeschaut, ob das wohl ein gutes Wort ist, lebendig, frisch, beweglich. Statisch, das Gegenteil, man hat sich gebunden an irgendwelche Regeln. Ne? Morgens um 8 Uhr lese ich 10 Verse. Und abends um 20 Uhr lese ich nochmals 10 Verse. Das ist statisch. Nein,
Gott sagt, ihr müsst den ganzen Tag, wenn immer das möglich ist, müsst ihr mit Gottes Wort beschäftigt sein. Dynamik mit dem Wort. Das vermittelt uns der Aufruf des Mose. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, auf dem Weg bist, dich niederlegst oder aufstehst. Der Kämmerer aus Äthiopien, den kennen Sie, nicht wahr? Wann hat der Mann denn Jesaja studiert? Ja, es heißt, er war nach Jerusalem gegangen, um anzubeten. Das war ein gläubiger Mann in dem Fall. Er hat in Jerusalem angebetet. Nun hätte man sagen können, naja, wenn du da schon bist im Tempel, dann studiere dort im Tempel, das ist der beste Ort, den Jesaja. Aber wahrscheinlich hat er nicht so viel Zeit dort und vielleicht hat er Gespräche und er war ja auch dort, um den Gott Israels anzubeten. Also setzt er sich wieder in den Wagen, er fährt zurück. Und jetzt kommt die angenehme Zeit für diesen Beamten, um den Jesaja zu studieren, nämlich währenddem die Pferde munter drauf lostraben. Apostelgeschichte 9, 8, 27, 28, Apostelgeschichte 8, 27, 28. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandase, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Also der Mann hat das getan, was Mose im Auftrag des Herrn damals den Israeliten sagte. Dynamik. Einfach dann, wenn es geht. Jetzt bin ich unterwegs, muss nicht viel tun. Ich habe Zeit, um den Propheten Jesaja zu studieren. Ihr Lieben, Wonne und Lust haben am Wort Gottes bedeutet immer sich damit beschäftigen, so wie es möglich ist, den ganzen Tag hindurch. Natürlich müssen wir uns auch dazu anhalten, die Schrift regelmäßig zu studieren. Das gehört dazu. Sie müssen schon eine Ordnung haben nach dem Studium der Heiligen Schrift, aber es schließt nicht aus, dass Sie den Tag hindurch in dynamischer Art sich beschäftigen können mit dem Wort. Und es gibt heute so viele Hilfsmittel. Ich meine, in unserer heutigen Zeit, da die Smartphones und was man alles heute hat, Sie können sich ja Bibelworte schicken lassen. Abreißkalender zum Beispiel haben wir schon viele, viele Jahre den gleichen. Das ist nur ein Vers drauf mit großen Buchstaben. Man sieht schon von weitem, wenn man das Blatt abgerissen hat, was der neue Tag für ein Wort hat. Das sind alles so Möglichkeiten. Oder man schreibt sich selber Dinge auf, man nimmt es mit. Man liest vielleicht morgens einen Abschnitt, man nimmt ihn mit und denkt am Tag darüber nach. Ihr Lieben, wollen Sie zittern über Gottes Wort vor Freude? Wollen Sie ganz neu ergriffen werden durch Gottes Wort? Dann werden Sie dynamisch im Umgang mit Gottes Wort. David kann sagen, ich habe Lust an deinem Gesetz, weil er sich damit beschäftigt. Was geschieht nun mit denen, die auf diese Weise zittern vor Gottes Wort? Sie erleben, wie sich sein Wort erfüllt. Ja? Es ist ja nicht nur, dass wir dann eine Botschaft lesen, die vielleicht ermutigend ist. Nein, wir werden erfahren, wie Gottes Verheißungen sich erfüllen, was Gott mit seinem Wort tut. Er hat es geschickt, um es zu erfüllen. In jenem herrlichen Loblied, das David dichtet über den Herrn, sagt er ja in Vers 18, öffne meine Augen, damit ich die Wunder schaue in deinem Gesetz. Also einer, der zittert vor Gottes Wort, wird Wunder entdecken in diesem Wort, nämlich was Gott tut durch sein Wort. Aber es kommt noch etwas dazu. Ganz am Anfang, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, das war am Anfang der Laufbahn unseres Herrn, da war es um den Glauben noch nicht so gut bestellt. Der Jünger, sie hatten das einfach noch nicht so erfasst. Alles, was mit Jesus zu tun hatte, sie glaubten wohl schon an ihm, sie sahen seine Wunder, sie waren begeistert und sie waren verwundert, was er alles tat. Aber bestimmte Wahrheiten, die er ihnen sagte, das haben sie nicht verstanden. Da waren sie einfach noch nicht
dazu bereit. Später hat sich das geändert. Johannes, der ja auch einer dieser Jünger war, der bezeugt das dann später. Er macht einen Rückblick. Ja? Das heißt, er schreibt sein Evangelium und so ziemlich am Anfang schreibt er über diesen Zustand und sagt dann, wie es dann später war mit all den Jüngern und ihrem Glauben. Johannes 2, Vers 22. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Schauen Sie, die Jünger, diese 3 Jahre, vor allem am Anfang, die haben manchmal auch gezittert, die haben gebebt, die waren verwundert. Schaut mal, der Sturm ist ihm gehorsam, das Wetter ist ihm gehorsam. Sie fielen auf die Knie, aber sie hatten noch nicht so ganz richtig den Glauben. Und es geht nicht ohne Glauben und Vertrauen in dem, was Gott uns sagt. Ich muss zittern vor Gottes Wort, ja? Ich darf zittern, ich darf mich freuen, ich darf in Anbetung stehen vor dem, was Gott mir sagt. Aber Gott erwartet Glauben an sein Wort, an dem, was er sagt. Und die Jünger hatten das später dann wirklich auch erfasst. Sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Wer zittert vor Gottes Wort, weil es ihn ergreift, der glaubt diesem Wort. Der vertraut ihm. Und wer diesem Wort glaubt, der zittert immer wieder neu vor Gottes Wort. Dazu jetzt noch ein Beispiel, das wir alle natürlich schon kennen, aber es ist ein herrliches Beispiel. Auf dem See Genezareth schwimmt ein Fischerboot mit Berufsfischern. Das war am Vormittag. Die hatten soeben eine wirtschaftliche Misere hinter sich. Die hatten eine ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Es war natürlich ein Riesenschlag für Berufsfischer. Jetzt waren sie wieder auf dem Wasser und es war Vormittag. Das ist nicht normal. Damals in jedem Fall gingen Berufsfischer nicht am Vormittag aufs Wasser, um zu fischen. Da fängt man nämlich überhaupt nichts. Warum gehen Berufsfischer, die doch genau wissen, um was es geht, an einer solch verkehrten Zeit auf den See Genezareth, um zu fischen? Und das, nachdem sie eine Nacht lang gearbeitet haben, ohne Frucht, ja? Ohne einen Fisch zu fangen, ohne irgendetwas. Die müssen frustriert gewesen sein. Das ist ein ganz herrliches Beispiel. Sie haben es gemacht aufgrund eines Wortes des Herrn. Eines Wortes. Jesus hatte soeben eine Predigt beendet im Schiff des Petrus. Ja, er stand im Schiff des Petrus. Und er wusste ja, was geschehen war. Und dann sagt er dem Petrus und seinen Mitgenossen, sagt er, Lukas 5, Vers 4, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zum Fang hinab. Das war ein Wort des Herrn. Also ich kann mir vorstellen, schon beim Hören dieses Wortes hat der Petrus gebebt, gezittert. Was sagt er jetzt, der Herr? Hört mal, was er sagt, hört mal, was er spricht. Nun, menschlich gesagt war dieser Vorschlag widersinnig. Berufsfischer machen sowas nicht. Aber da ist ein Mann, der geht ein auf dieses Widersinnige. Petrus. Er sagt zum Herrn, jetzt hören Sie gut zu, was er sagt, Lukas 5, Vers 5, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Jetzt kommt dieser Satz, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Also es ist völlig widersinnig, um das jetzt zu tun. Das hat nichts mehr zu tun mit den normalen Kriterien eines Berufsfischers, aber dein Wort steht höher. Also der Petrus hat wahrscheinlich schon gezittert und gebebt beim Hören dieses Satzes. Was sagt er jetzt der Meister? Aber er hat das jetzt verbunden mit Glauben. Er hat sein ganzes Können auf die Seite geschoben und hat gesagt, Herr, wenn du es sagst, dann tun wir es. Und ihr wisst ja, ihr habt das sicher schon gelesen, was die Folgen sind, Verse 6 und 7 von Lukas 5, als er dies getan hatte, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen und sie winkten ihren Genossen, in den anderen Schiff zu kommen und ihnen zu helfen und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Stellt euch das einfach vor, was hier geschieht.
Diese Fischer befanden sich kurz vorher in einem wirtschaftlichen Elend. Das ist ein Albtraum für Berufsfischer, eine Nacht vergeblich zu arbeiten. Da kommt ein Wort Gottes, ein Wort des Herrn. Merken Sie sich das? Ein Wort in einer unmöglichen Situation. Aber sie glauben diesem Wort und der Segen ist riesig. Jetzt will ich das ganz persönlich formulieren. Ich bin überzeugt, hier sitzen einige, die haben ein Riesenproblem. Ihr habt ein Riesenproblem in irgendeiner Sache. Und menschlich gesprochen sieht es schlecht aus. Jetzt fangen Sie doch einmal an, ganz neu, konsequent den Herrn zu suchen in seinem Wort. Beugen Sie sich vielleicht darunter, dass Sie in der letzten Zeit wenig in der Bibel gelesen haben. Sagen Sie, Herr, ich suche dich jetzt in deinem Wort, wie David im Psalm 119. Und dann fangen Sie an zu zittern vor Gottes Wort, was er alles sagt, wie er ist, wie groß er ist, die Verheißungen. Und wenn Sie dann eine Verheißung lesen, wo Sie innerlich das so empfinden, dass Sie sagen, das ist für mich, das ist ein Wort an mich, dann nehmen Sie es mit beiden Händen an. Wenn die ganze Welt Nein schreit und Gott Ja sagt, dann hat Gott recht. Dann nehmen Sie dieses Wort mit 2 Händen an und sagen Sie auf dein Wort, Herr. Und ich versichere Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht. Ihr Lieben, es nützt nichts, dass Sie zittern vor Gottes Wort, wenn es nur das ist. Es nützt nichts, dass Sie in Anbetung geraten, weil die Bibel so wunderbar ist, weil Sie alle Zusammenhänge wissen, weil Sie vielleicht das ganze prophetische Wort kennen, von A bis Z. Es nützt nur dann, wenn Sie diesem Wort Glauben schenken. Auch wenn es wieder die ganze Meinung einer Welt sprechen, dann müssen Sie sagen, und Gott hat so gesagt, und das glaube ich. Und das hat Petrus erlebt. Und hier sehen wir natürlich erst recht, wie er dann gezittert hat und gebebt hat. Schaut mal, was dieser Herr vermag. Er hat das Wort gesprochen, er hat es erfüllt. Aber die Bedingung war, Petrus musste glauben. Wissen Sie, was sich hier erfüllt hat bei Petrus und seinen Mitfischern? Psalm 119, Vers 92. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, ja? Wäre ich in meinem Elend vergangen. Berufsfischer, die eine Nacht lang fischen und nichts fangen, die sind in einem beruflichen Elend. Aber Petrus sagt, auf dein Wort hin, tue ich's. Ja, wie muss der Mann gebebt haben vor dem Worte Gottes und vor der Erfüllung dieses Wortes. Er und seine Mitstreiter, wie müssen sie gezittert haben, als sie sahen, wie sich das Wort ihres Herrn so gewaltig erfüllte. Liebe Geschwister, wer so glaubt und vertraut, zittert immer wieder neu ob der gewaltigen Herrlichkeit des Wortes Gottes. Und wer zittert vor Gottes Wort und sagt, Herr, wie groß bist du, der kommt auch immer wieder zu einem tiefen Glauben und Vertrauen in dieses Wort. Es gehört zusammen. Und dann können Sie sagen, wie lieb habe ich dein Gesetz. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Und ich lade Sie einfach ein, dass Sie diese 4 Worte des Petrus mitnehmen für Ihr persönliches Leben, für Ihre persönliche Situation, worin Sie jetzt stecken, auf dein Wort hin. Herr, auf dein Wort hin, weil du es gesagt hast. Ich bin überzeugt, wenn Sie anfangen, ganz neu Ihre Bibel zu lesen, mehr zu lesen, darüber zu denken, es zu beschäftigen in Ihrem Herzen, wird der Herr Ihnen Verheißungen geben, ganz explizit für Sie, für Ihre Situation. Und dann, wenn die ganze Welt Nein schreit, dann müssen Sie sagen, Herr, auf dein Wort hin. Und dann werden Sie zittern. Wohl dem, der zittert vor Gottes Wort. Im Sinne von Beugung, Buße, Erneuerung, aber auch im Sinne von, Herr, ich glaube, was du mir gesagt hast. Wohl dem. Amen. Wir beten noch. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Zusagen in deinem Wort, für alles, was du uns
in deinem Wort schenkst. Ich bitte es für uns alle, die wir hier sitzen, für die ganze Gemeinde, auch für die Gemeinde, die jetzt Livestream dabei sind oder im Seniorenzentrum. Herr, dass wir alle neu zu diesem Punkt kommen. Menschen werden, die zittern vor deinem Wort. Vielleicht in erster Linie einmal, um neu anzufangen, zusammenzubrechen und zu sagen, Herr, ich bin ein Sünder, reinige mich, will mich neu dir weihen, wie Josia. Aber dann auch im Sinne, Herr, ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir es glauben, annehmen und wenn alle Nein sagen, dass wir dann dein Ja hören und es glauben, weil dein Wort es sagt. Ich bitte dich, dass wir mit dieser Botschaft nach Hause gehen. Schenke es uns allen Kraft deines Geistes an diesem Sonntag. Danke, Herr, dass du weiterhin diese Gemeinde segnest und stärkst und auch die Brüder, die Ältesten segnest, immer wieder ihnen die Kraft gibst, auch den Prediger hier und die Weisheit und Freudigkeit und das Durchhaltevermögen, um den Dienst zu verrichten, damit diese Gemeinde gebaut wird, bis dass du kommst. Amen.